Was sind da hinten für Viecher? Eiswolf. Aha. Eiswolf. Da hinten haben wir auch noch irgendwas gesehen. Eisgolem. Wie jetzt schneit's? Eisgolem, gut. Eiswölfe. Können wir denn die einfach so kaputt hauen? Oder sind die stärker als die anderen? Der schaut größer aus. Ich hoffe, es kommt nur einer. Na, das natürlich nicht. Natürlich kommen alle. Ja, jetzt können wir mal. Da ich das mal ausprobieren kann. Ach, der erste hängt schon fest. Und der zweite gleich noch. Ja, die Hirn. So schaut's aus. Dann holt ihr hier mal Start. Und ich versuche zum Abschießen. Wo es ja wunderbar klappt. Das klappt doch gar nicht. Ach, die stecken mehr, ey. Klappt ja wunderbar. Ja. Also die halten um einiges mehr aus, wie die normalen Wölfe. Das heißt, sollte man vielleicht eher noch umgehen. So, dann machen wir mal Bekanntschaft mit den Eisgolem. Mal schauen, was die zum Feuerball sagen. Nehmen wir mal den da. Ach, die können schießen? Seit wann? Ja. Also, die können uns festfrieren. Aber mich darf interessieren, wie viel Energie der verloren hat. Durch den Feuerball. Gar nix. Ja, dann können wir das gleich nochmal lohnen. So, das heißt, wir gehen jetzt woanders hin. Also da können wir noch nicht weiter. Mit Magie können wir die also die Golems auch noch nicht besiegen. Dafür sind wir noch zu schwach. Aber wir wollten ja dem Transport folgen, also von dem Erz. Weil der Paladin die ja weggebracht hat. Und einer der Sträflinge liegt da drüben tot, von Ratten angefressen. Wohlgemerkt. Also müssen die irgendwie da entlang gegangen sein, weil die wollten zur Burg. Ich hoffe mal, es sind doch keine Snapper oder sonst irgendwas in der Nähe.
Da sitzt du, ne? Ich mach dich fertig. Ach, Banditen. Oh, da hinten schießt du, ne? Aber einen haben wir erwischt von denen. Da sitzt er, ne? Ach, dieser Bogenschütze. War das der? Jetzt bist du dran. Na, da ist er her. So, Freunde. Schluss mit lustig. So, das waren alle. So, dann rauen wir es noch aus. Der hat einen Bogen. Nehmen wir mit zum Verkaufen. Pfeile können wir selber brauchen. Und den Rest packen wir auch ein. Herumtreiber. Der hat Käse. Das ist doch gut. Goldbrocken. Und Sumpfkraut. Ein Beil. Gut, das brauchen wir eigentlich nicht. Aber können wir verticken. Da hinten liegt der da. Ach, der ist offen. Das ist einmal was Neues. 200 Gold hat die drin. So, sehr schön. Sind die da durchgekommen? Also die Karawane mit den Kisten. Eine Spruchrolle. Oder was gibt's da oben? Eher nix, glaube ich mal. Gehen wir mal da entlang. So, da oben sind die Banditen. Also nicht die Banditen, die Jäger, wo wir vorher oben waren. So, da haben wir ein paar schwarze Goblins. Ja, kommt da einer? Ja, die Biester greifen natürlich auch in Gruppen an. So, da wird nicht lange gefackelt. Heilkraut. Da haben wir eine Höhle. Ach, da haben wir noch mehrere. Oh, 4 Stück gleich. 5. Oho, ich glaube, das wird hässlich. Das war der erste. So, Schluss damit. Noch 2.
Wahrscheinlich wird jetzt keiner mehr was sehen, weil es stockfinster drin ist. Also eine Höhle. Sollte man denn vielleicht einmal eine Fackel anzünden? Haben wir denn sowas? Ledergoldbeutel mit 100 Goldstücken. Trank. Snapperkraut, Nordtrank. Feldknöterich. Ansonsten war nichts besonders erinnert. Ich hoffe mal, wir sind noch auf der richtigen Spur. Also von dem Transport. Was haben wir denn da? Feldräuber. Und Ratten. Naja, die sind kein Problem. Aber da liegt noch ein Sträfling. Also das heißt, die sind da entlang gekommen. So, du verschwindest einmal. Du frisst nicht lang die Toten noch. So, da war früher, war da immer so ein Händler. Oder Jäger war, glaube ich, da immer. Da haben wir immer verhandelt. Der ist jetzt natürlich nicht mehr da. Vielleicht holen wir unsere Fackel wieder. Da unten ist auch ein Feuer. Da schauen wir gleich oben. Nichts zu plündern. Das heißt ja nicht plündern, das heißt die Fackel mitnehmen. So, schauen wir uns mal die Hütten genauer an. Ein Mana-Trank. Kavalons Lederbeutel. Ach, Kavalon war da früher immer. Kann das sein? Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Ja, wie immer. So, weil es eh Nacht ist, legen wir uns einmal hier. Und schlafen bis zum nächsten Morgen und sind frisch ausgeruht. Ach, da schau her.